Boot anlegen. So. Mach mal Motörchen aus. Alles klar. Tu mal hier den Benzinhahn auch noch zumachen. Oh, hopp. So, gucke. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen was entdeckt. Oh, was ist das hier? Hallo? Das Boot ist festgemacht. Hallo, hallo. Das Boot ist festgemacht. Gut, hätten wir das auch geklärt. Du schon wieder. Guten Morgen. Mäusche. Auch an euch. Mäusche. Guten Tag, ihr Leid. Gemäusche, ihr Leid. So rum. Hey, Gut, gut. So. Da sind wir. Weiter geht's mit Indiana Jones und der große Kreis. Also, oh, das ist meine Hütte. Ich habe eine eigene Hütte gekriegt. Das ist aber freundlich. Mit einem Bambusbett. Da schwitzt man nicht. Reimt sich sogar, siehst du? Was ist das? Eine Sukhothai-Karte. Was ist Karte der überfluteten Ruinen des antiken Sukhothai. Okay, alles klar. Kann man bestimmt gebrauchen. Flotter Hut, Junge. Und das da ist ein bisschen Obst. Das kann er auch gebrauchen. Machen wir noch eins, oder? So. Also. Wer die Folge gestern verpasst hat, schämt euch. Nachholen. Wir sollen zu einem Mechaniker gehen. Also ich habe den Mechaniker getauft. Eigentlich habe ich einen Reparateur getauft. Oh ja. Okay. แค่เลือกแก้วหนึ่งใน2 ใบนี้มา แล้วฉันจะบอกบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตให้ Grün oder gelb? Goldbecher? Ach so, so, Silber. Silber oder Gold? Ich mag Gold nicht so ผมเอา sehr. ไว้นี่เล่ากัน เมื่อเงาสูงตระหง่าน Werden die Schatten länger, steht auf dem Spiel, was sie am สิ่ง meisten ที่คุณ lieben. รักที่สุดจะตกอยู่ในอันตราย ขอบคุณมากครับ ขอให้โชคดีร่ำรวยครับ เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเถอะครับคุณ นั่นคือจุดแข็งที่สุดของคุณแล้ว Okidoki. Da, kriegst deinen Becher wieder zurück. อย่าได้สงสัยไปเลยครับ Was ist denn das คุณ da? Es glänzt มี aber. อะไรมากมายที่บดบังจิตใจคุณอยู่ แต่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะเผยออกมาแล้ว Okay. Das ist mal ein Wahrsager, der seinen Job versteht. Er hat mir jetzt alles und nichts gesagt. Danke dafür. Ich glaube jetzt nicht, dass die guten Leute hier über Nacht jetzt plötzlich überall Zeugs zum Lesen hingestellt haben. Nee, dich kenne ich nicht. Aber trotzdem guten Tag. Hallo. 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 Ist das so der Pauseraum, ja? Oh. Rezept für Plapau. No. Diese Angel gehört nun dir. Dein Vater hat dir das Angeln nie beigebracht, aber das lernst du schon. Solltest du mal einen großen Fang machen, hier das passende Grillrezept. Also, hier könnt ihr kurz Pause drücken. So, alles klar, habt ihr gepaust. Dann könnt ihr hier weiter Pause drücken. Ich werde das jetzt nämlich nicht durchlesen. Das ist aber ein schönes Bild. Gefällt mir. So, denn ich Klingt köstlich. bin keiner, der gern Fisch kocht. Oder Essen mit Fisch, wo man Fisch verarbeiten muss. Ich esse. Das ist schon wieder so ein Spendenkästchen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich würde ja gern was spenden. Oder mich draufstellen. Guck mal, hier gibt es überall. Das ist die Arzthütte. Moment, da muss ich ein Foto machen vom Arzt. Das ist der Dorfarzt. Erst So. die Flut, dann die Faschisten. Da hat man es als Arzt nicht leicht. Ja.
Was haben wir denn hier? Flutartikel. Sind flutartige Regenfälle in der Region Sanwal-Kalok. Ich werde die Namen alle falsch aussprechen und höchstwahrscheinlich sogar die ich richtig ausspreche, werden falsch betont sein. Ich weiß, dass Thai viel mit Tonhöhen, Höhentiefen, ob du leise anfängst und laut endest oder umgekehrt sowas, dass das da viel geändert wird. Da gibt es natürlich dann auch so einen Satz, was quasi immer nur dasselbe Wort ist, nur anders betont oder mal lauter, mal leiser und dann heißt das irgendwie, die Galerie beim Schosch im Garde, die ist lecker. Thai ist felsig, weiß jeder. Ja, das weiß ich, aber ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass jemand zuguckt, der Thai spricht und dann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Also, ja. Zahlreiche Regionen im Siam haben derzeit mit den Folgen einer außergewöhnlich heftigen Monsunzeit zu kämpfen. Dazu zählt auch die Provinz Sawankalok, die für die Ruinen in Sukhothai bekannt ist und in der Reisfelder und Dörfer entlang der Flüsse überschwemmt wurden. Touristen wird empfohlen, diese Region zu meiden, da die normalen Reiserouten für einige Zeit nur eingeschränkt oder gar nicht zugänglich sein werden. Na, jetzt habe ich ihn wieder an. So, ich wollte euch nicht ins Mikrofon Die husten. Macht des Monsuns. Ja. Kommt der Monsun, kannst du nichts tun. เฮ้ยบ้านนอกจัง Was ist denn? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind Dr. Jones, oder? Hat Peilin mir erzählt. Sagen Sie, Doktor, sind Sie mit Professor Flemings Werk zu Schimmelpilzfiltrat vertraut? Bedauere. So ein Doktor bin ich nicht. Oh. Penicillin oder was? Was tun Sie da? Ich versuche, die Arbeit des Professors nachzuvollziehen und Selbstarznei herzustellen. Nach der Flut letzten Monat haben sich viele Leute eine bakterielle Infektion eingefangen. Und mir fehlen einfach die nötigen Medikamente. Hätte ich Medikamente, würden Sie sie annehmen? Als Geschenk natürlich. Ja, Doktor. Ich wäre Ihnen ewig dankbar. อาจารย์พูดถูก So, ja, ich verstehe. Bis vom 2, bis vom 3, Tatkraft 3. Okay, alles klar. Also, wenn wir irgendwo Medizin finden sollten, kann man sie dem guten Mann bringen. Sehr gut. Haben wir wieder was gelernt? Alles klar. Die Doktorhütte hat so blau. Oh. Ich kann hier ein Foto von irgendwas machen. Ein Blick aufs Dorf. Diese Menschen haben besser. Ich bin ja Archäologe und kein Fotograf. Mal knallhart den Baum vorne fotografiert. Was ist denn hier los? Ich kann hier Fisch nehmen. Kiste mit Fisch. Mann, wieso bin ich denn so überladen? Hier gibt es so viele leckere Sachen. Hallo. Hallo. Oh. Hier wird gerade Mittag gemacht, okay? Dorfmarkt. Na also. Oh, ich will jetzt da nicht runterhüpfen, sonst... Also da kann ich runterhüpfen. Oh, hopp. Hoppala. Ich wollte eigentlich darüber. Wieso liegen da so viele Federn? Ach, das sind Blätter. So, gucke. So. Das schon mal gefunden, das ist schon mal gut. ตายสิละสายตาไปสวัสดี Hallo? ไปทุหลังซะแล้ว Welche Kiste war denn verschwunden, Mädel? Wir hatten... ปลาใช่ไหมต้องมีคนขโมยไปแน่ Ich hab sie gesehen. Ich weiß, wo sie ist. Soll ich diese holen? Moment. Die war da oben. Moment. Ja, jetzt... Das ist aber die Frage, wenn ich jetzt einfach komme und ihr die Kiste bringe... Kiste mit Fisch, guck. Willst du dann nicht sagen, aha, du hast sie geklaut? Vor allen Dingen, ich weiß ja gar nicht, ob das die Kiste ist, die sie sucht. Stinke ich schon. ๆนะต้องมีคนขโมยลังปลาไปแน่อ้าวคุณเจอลังปลาฉันแล้ว Kannst mich ruhig angucken. ขอบคุณมากนะคะทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยสักทีค่อยดีหน่อยมีปลาสดๆมาขายจ้าสวัสดี Lügt doch nicht, so frisch ist der nicht. Der stinkt schon, also da fliegen schon die Mücken drumherum. Kauft meinen Fisch, dann gibt's was Leckeres auf den Tisch. Hier gibt's Kokosnuss, ganz frisch. Hallo. Okay, Doki, pass mal mit deinen Quanten da auf, da können Leute drüber stürzen. เป็นยังไงบ้าง Hier ist Geld Hallo? gut aufgehoben. Hallo, hallo.
Hallo? Kann ich jetzt irgendwas kaufen eigentlich hier? Stinkfroh. Oh, es gibt Durian. Wo? Hallo. Wo? Ich habe gehört, die soll wirklich, wirklich lecker sein. Also richtig lecker. Und sie soll wirklich, wirklich stinken. Also so richtig stinken. Hallo? Also das würde ich wirklich mal probieren. Halt so nicht dran schnüffeln, da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Hallo? Hallo. Wie haben die Fremden sie behandelt? Aber essen würde ich sie. เธอถามว่าพวกคนนอกทำอะไรคุณบ้าง พวกมันไม่ให้เกียรติกันเลย แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรง Er sagt, dass sie nicht gewalttätig sind, aber keinen Respekt haben. Wie haben die Behörden reagiert? แล้วทางการไม่ทำอะไรเลยเหรอ ไม่เลย พวกเขากลัวจอมพลจนหัวหด Er sagt, dass sie wegsehen. Der General hat zu viel Einfluss. Interessant. Vielen Dank. Also für das, wo sie keine Reporterin mehr sein will oder sich sie überlegt, ne? Würde ich gehen, Fräulein Lombardi. Oh nein, nennen Sie mich Gina. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Pailin. China. Es geht auch weniger gruselig, danke. Auch beim Putzen niemals auf Menschen zeigen, es könnte noch eine Kugel drin sein. Frag mal einen Kollegen, der spricht da aus Erfahrung. Also ich habe halt einen Kollegen, Kollege im Sinne von Freund, Bekannter so, ne? Der hatte, Hallo. war das eine Luftpistole oder eine... Ne, es waren Metallkugeln drin, also war es keine so Airsoft, Software-Gedönse, sowas. Und ja, er hat die wohl, keine Ahnung, die war in einer Kiste oder irgendwie sowas, hat er sie gelagert und hat sie raus und dann wollte er hier ein bisschen so gucken und wollte, oh, hat so mal, keine Ahnung, und drückt halt ab und dann, oh, puff, da war noch eine Kugel drin. Wo ist denn die hin? Keine Ahnung. Hat sie nicht gefunden, die Kugel. Moment. So. Als dann die Freundin nach Hause kam und Fernseher angeschaltet hat, hat sie die Kugel gefunden. Sie steckt neben Fernseher. Und der Fernseher war im Argen. Im Argen war der Fernseher. War nicht so cool. Warnbrief. Durchgestrichen. Schreib jedes meiner Worte nieder, Übersetzer. Präzise Kommunikation ist von äußerster Wichtigkeit. Nein, das nicht mitschreiben. Okay. Sehr geehrter Dorfvorsteher. Wir sind als Gäste Ihres glorreichen Generals in Ihr Land gekommen. In meinem Land behandeln wir Gäste anständig und großzügig. Und doch sind wir hier wiederholt von diesen sogenannten Rebellen angegriffen worden. Sie als Dorfvorsteher und guter Gastgeber Ihres Landes werden diese Ereignisse ebenfalls bestürzt haben. Und Sie werden eine Lösung finden wollen. Nun erreichen mich Gerüchte, dass einige der Rebellen, die auf Teufel komm raus unsere Operation zu sabotieren versuchen, Unterschlupf in ihrem Dorf gefunden haben. Ich gebe natürlich nichts auf Gerüchte. Sollten sich allerdings Rebellen im Dorf befinden, sehen wir uns gezwungen, das Dorf niederzubrennen. Der General wäre sicherlich froh, dieses Problem gelöst zu sehen. Kümmern Sie sich um diese Gerüchte, Dorfvorsteher. Rasch. Emmerich Voss. Durchgestrichen. Und jetzt los, überbringt diese Nachricht. Nein, das nicht übersetzt. Für Voss sind das alles Kollateralschäden. Aber echt, hey, das macht man halt nicht. So. Das Haus, das sieht lustig aus. Also interessant. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, Leute, wenn ich gewusst hätte, dass es hier nachts nichts zu entdecken gibt, sondern nur tagsüber, dann hätte ich gestern das ganze Dorf erkundet. Naja, Tagebuchseite. Sukhothai Forschungsaufzeichnungen. Provinz Vajiravud, Methode zur Datierung der Ruinen. Nämlich existierende Monumente mit den schriftlichen Dokumentierten zu vergleichen, war genial und inspirierte nachfolgende Gelehrte zur Verfeinerung seiner Methodik. Ich werde mir Notizen zu seinen wichtigsten Beobachtungen machen, wie sie in Geschichte einer Exkursion in die Städte König Ruangs dokumentiert sind. Besonders neugierig macht mich Vatsi Savai. Aha. Anhand einer Steinstele, die Shiva darstellt, konnte der Prinz beweisen, dass es sich um einen brahmanischen Tempel gehandelt hat. Andere Gelehrte entdeckten Hinweise auf einen verborgenen Tempel unter Vatsi Savai. Vielleicht kann ich den Zugang finden? Onkel Sunan sagt, das Baumhaus sei noch da. Morgen früh gehe ich es mir ansehen. Ich sollte auf die ausländischen Archäologen Acht geben, die in der Gegend gesehen wurden. Offenbar behandeln sie die Dorfbewohner nicht sehr freundlich. Sie redet wahrscheinlich von Vosses Leuten. Ein Tempel verborgen in Vatsi Savai. So. Und wieder mal zeigt sich, es ist gut, sich umzugucken.
Ah, das war das lustige Haus, gell? Hallo, lustiger Mann. Haus mich nicht mit deinem Besen, gell? Ich will nur ein bisschen gucken. Ist halt einfach nur lustig. So. Gibt's mehrere? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber eine andere. Oh, da ist eine Ziege! Und Boden. Oh, da ist richtiger Boden. Kaimuk Sakist. Hey. Hallo? Was, kannst du mir sagen, was Kaimuk Sakist ist? Ich werde es selbst rausfinden, danke. Oh. Hier war ich schon mal. เชื่อในสัญชาตญาณ Ah, er ist das. Oh, hopp. Ah. Au, alle. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, okay. Nee, du mich auch. So. Da gehe ich nicht hin. Ist die alte Meckerziege wieder. Sorry, aber ich habe jetzt eine persönliche Vendetta mit dieser Ziege. Indy, jetzt mal... Ich behaupte mal, es gibt hier Blutegel und alles. Hallo. สวัสดี Hallo. Hallo. Bist du das, der so stinkt? Also, wo die Mücken da drumherum hat? Vielleicht solltest du auch mal schwimmen gehen. Guck, ich habe keine Mücken um mich drumherum. Da hinten da eine Flagge. Was macht der da eigentlich? Ja, ich gehe noch eine Runde schwimmen im Babwasser. Ja, Babwasser. Nicht Abwasser. Abwasser ist was anderes. Abwasser hat Fäkalien. Babwasser ist einfach nur... Spuckst mir jetzt nicht auf die Mütze, gell? Gut. Abwasser ist einfach nur dreckiges Wasser. Ich hab keine Ahnung. Ich muss mich hier wirklich gerade benehmen wie der größte Trottel. Wenn ich hier unten im Wasser rumplansche. Aber was willst du machen? Ich gehe halt so gerne schwimmen. Ja, mach mal Platz, du Banane, du. Hoppala. Ist schon wieder tief hier. So, ich habe jetzt aber auch hier... Lass mal, zieh mal deinen Haken ein, danke. Ja, ich habe gedacht, ich pack's. Ja, pack ich's. Ich komme hier nicht hoch. Ich würde gerne gute Stoffe finden, aber ich komme hier leider nicht hoch. Oh. So. Hallo. สวัสดี Sorry. Hallo. Aber, sorry. So. Ah. Hallo, hast du gute Stoffe? Hast du gutes Stöpfchen hast du? Ja, habe ich gehört. Oh, Fei Stöpfchen hat er. Ja, auch. Er hat auch ein... Das sieht mir nach amerikanischem Stöpfchen aus. Getreide. Oh. Da, du hast Getreide, okay. Sorry, ich will nicht über dein Essen latschen. Mittagessen oder was? สวัสดี Hallo? Ich würde ja hier wirklich gerne gut einkaufen. Das Problem ist, dass ihr mir nichts verkaufen wollt. Huah! Die müssen wirklich denken, der Kerl hat einen an der Klatsche, hey, echt jetzt. So, passt auf, damit wir heute noch mal irgendwas gemacht haben, außer nur Sightseeing. Oh, sorry, Mädel, aber du bist mir nicht geheuer. Gehen wir mal ein bisschen eine Runde fahren, oder? Oh, hopp. Kommst du mit, China? Oh, geht er nicht? Wollte man nicht zum Mechaniker gehen? Wie? Was ist denn jetzt dein Problem, China? Kannst ruhig ins Wasser rein, schlimm ist es nicht. Ich war auch schon 5-mal drin heute. Oh, da ist wieder eine Katze. Oh, das ist eine andere Katze, guck. Ja. Ich hab doch gesagt, du kannst ins Wasser gehen. Hättest du ja gleich machen können. Ganz ruhig. Alles gut. Ach komm, jetzt mach nicht so. Das Wasser ist alles, aber garantiert nicht kalt. Ist doch ein gutes Boot. Ich kann nicht schwimmen, okay? Oh. Oh. Nun. Wir haben alle unsere Schwächen. Machen Sie sich keine Sorgen.
Ich schaff das auch allein. Wird sie wahrscheinlich jetzt sagen, nö, sie fährt da schon mit. Ja. Alles gut? Ja, Der Fahrtwind kann dich ja Alles trocknen. gut. Suchen wir diesen Jack im Wasser. Es ist ihr nicht so geheuer. Okay, alles klar. Ja, aber China, jetzt mal ganz im Ernst, China, ne? Als wir gestern abgehauen bist, da hast du irgendwie, ne? Da war sie hier, ja, gar kein Problem und gib ihm, jawohl, hier, Boot, egal, ne? Und jetzt plötzlich hat sie riesig Angst. Ja, wahrscheinlich hat sie ein Trauma von gestern, das kann ich sogar verstehen. Okay, alles klar. So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie die Steuerung ist. Ich gehe mal davon aus, ja, scheint so. Stick nach vorne und gib ihm. Wenn ich B drücke. Passen Sie auf, wo Sie hinfahren. Okay, wenn ich B drücke, dann lasse ich das Steuer los. Alles klar. Sorry, China. So. Ich muss... Sukhothai, Siam, Südostasien. So, jetzt wissen wir's. Ich will, aber eigentlich, jetzt bin ich erschrocken hier. Nach links muss ich. Ja, muss ich denn nach links? Ja, komm, wir machen mal Story. Wir machen mal ein bisschen Story. Ich muss also da nach links. Ich glaube, da vorne... Also, ich kann auch da vorne nach links. Alles klar. So. Pass auf. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Story heute. Ich habe jetzt halt gestern und heute habe ich ziemlich viel rumgeguckt und Entdeckungen gemacht. Uah, sorry, man. So, guck mal da vorne. Muss ich da hin? Ist das der Langdong oder wie er heißt? Ja. Ist es wahrscheinlich. Tongdang. Ah. Tut mir leid. Ich war nah dran. Finde ich. Boot anlegen. So. Mach mal Motörchen aus. Alles klar. Tu mal hier den Benzinhahn auch noch zumachen. Oh, hopp. So, gucke. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen was entdeckt. Oh, was ist das hier? Hallo? Das Boot ist festgemacht. Hallo. Das Boot ist festgemacht. Gut, hätten wir das auch geklärt. Wo ist denn China jetzt hin? Die war doch eben noch... Ciao, Jones. Wie? Gehst du schon wieder? Ja, ist ja gut. Das da ist übrigens ein Krabbenfang-Dingsbums. Oder, also so Krebsgetier-Fangkorb. Ich gucke mich hier natürlich jetzt noch ein bisschen um. Ah ja, siehst du? Hat sich rentiert. Milchteebrot. Das brauche ich sogar ein bisschen. Guck mal her. Milchteebrot. Können Sie nicht einfach Kuchen dazu sagen? Das sieht halt einfach auch aus wie Kuchen. Oh, cool, hier gibt's Boden unter den Füßen. Oh, ist das schön. Mag ich sehr. Lass ich mal kurz her. Das ist doch diese kleine Insel hier, oder wie? Interessant. Nein, wir wollen Story machen. Wir wollen heute mal noch ein bisschen Story machen. Und dann machen wir auch... Wo gehe ich denn da rein? Ah, da. Hallo. Hallo. Willkommen. Hallo. Darf ich ein Foto von dir machen? Danke. Der Herr der Atemgeräte höchstpersönlich. Ach so, ja, stimmt. Tongdang. Alles klar. Jetzt gucken wir erstmal, was er hier noch so im Angebot hat. Bücher in Sukhothai und Geheimnisse in Sukhothai. Kostet? Na, wie sieht es aus? Wenig. Moment. Das sind keine Lira mehr, das kostet jetzt Baht. Und ich habe nur 213? Ja, das ist schlecht. Wo kriege ich denn Geld her? Wann habe ich denn meine Lira eingetauscht? Egal. Bist du Tongdang? Ich bin Tongdang, Mister. Tongdang. Sie Okay. sind der Amerikaner. Ja. Pailin sagte mir, Sie kommen. Ja, sie meinte, du hast was, das mir beim Tauchen hilft. Ein Atemgerät. Ja.
Gleich. Oh, das ist jetzt aber nicht so eine Taucherglocke, also Sie so. wollen das hier. Ach so. Ah, Okay, okay. wie viel? Ihnen mache ich einen besonders günstigen Preis. Wie günstig ist besonders günstig? Ich lege das für Sie zurück, Mister. Keine Sorge. Okay. Dann aber nicht verkaufen. Ich muss jetzt gucken, wie ich irgendwie zu Geld komme. Nein, Indy, lass die Finger weg. Das gehört nicht dir. So, bis nachher. Voss muss im Lager Gold horten, um den General bestechen zu können. Ja. Das reicht für jede Menge Atemgeräte. Okay, die Goldvorräte von Voss. Ja, hallo, da bin ich wieder. Lass mal kurz gucken. Voss Goldvorräte. Ach, da oben muss ich hin. Jetzt, pass auf, ne? Wir haben noch, also wir sind ja schon nah an meinen angepeilten 30 Minuten pro Folge. Da können wir uns jetzt auch noch 2-3 Minütchen umgucken, oder? Guck mal da ist zum Beispiel ein Oh, was ist das da? Ein Schmetterling. Kann ich da ein Foto machen? Wieso macht denn Indy keine Fotos? Ich gehe kurz schwimmen. Im Brackwasser. Jawohl, hier. Sogar was zu essen hier. Guck mal. Gold! Das rette ich vor den Faschisten. Wie tauche ich auf? So nicht. So tauche ich auf, okay. Ja, das hat sich ja mal rentiert, hey. Also, ey. Na, gerade geglitzert. Also echt jetzt. Das sollte ich öfters machen. Das war mal ein Schwimmgang. Eine Schwimmtour, die sich gewaschen hat. Eine Schwimmtour, die sich gewaschen hat. Sehr schön. Das ist das Haus vom Bootsmann, ja? Okay, gut. Ich gehe jetzt natürlich... Sieht ein bisschen aus wie ein Hexenhäuschen. Auch Indy, du bist so... Also ja, kann ja jetzt Indy nichts dafür. Ja, guck. Rätselhafte Notiz. Rebellenfoto. Ein Foto von Pailin und ihren Rebellen irgendwo in Sukhothai. Merkwürdig. An alle, die gegen Unterdrückung kämpfen wollen, schließt euch den Tigern an. Okay. Weg der Tiger. Okay, hier gibt's Bandagen. Weiß jetzt auch nicht, ob ich die jetzt noch nutzen würde. Die sind ziemlich vergammelt. Aber haben wir grundsätzlich. Und das hier ist ein Tresor mit einem Zahlenschloss. Keine Ahnung, habe ich noch nichts. Oh. What the fuck? Dong. Meinst du, ob so ein Bock schwimmt? Oh ja. Wenn er ihn gescheit wirft, hoppala. Boah. Ja. Alles klar. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwie ein bisschen schneller lang komme. Kann ich da hoch oder ist da... Ist da Absperrung? Nee, guck. Ich gehe mich hier natürlich jetzt ein bisschen umgucken überall. Da komme ich nicht hoch. Nee, da ist auch der Busch zu buschig. So, was haben wir denn hier noch? Das ist dem seine Hütte, da war ich eben schon. Ah, ist das dann eine natürliche Treppe? Kann ich hier vielleicht hoch? Ja, kann ich. Kann ich noch weiter hoch? Ja, kann ich. Kann ich noch weiter hoch? Nee. Naja, immerhin. Jetzt, wir gucken noch mal unsere Finanzen an. Guck mal. Also grundsätzlich, da. 713 habe ich. Und das kostet wie viel? Lass uns mal schnell gucken. Vielleicht haben wir es ja schon. Weißt du? Wie viel kostet das? 700. Reicht noch nicht ganz. Aber für das da reicht's. Möchten Sie das kaufen? Vielleicht. Geheimnisse.
Und das andere ist, was? Bücher. Kosten 450. Ich komme später wieder. Mhm. Eine Anleitung für Angelzeugs. Alles klar. Wir müssen... Okay, Gina, was hast du denn eigentlich mit dem Dingens da rausgefunden? Das Boot ist angelegt. Das Boot ist festgemacht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. So. Ihr lieben Leute. Ihr wisst, was ich jetzt sage. Hallo, Gina. Hau hopp. Gina, kommst du mit? Wir werden hier morgen weitermachen. Und zwar werden wir morgen da hochfahren. Zu Dingens. Also die gesegnete Pelle, da brauchen wir das Atemgerät, ne? Hab noch nicht genug Geld. Deshalb werden wir mal die Goldvorräte von Voss ein bisschen besichtigen. Hier, Voss besticht den örtlichen General mit Waffen um Gold. Mit Waffen um Gold. Um die Ausgrabungen fortzusetzen. Okay. Was bedeutet, dass es irgendwo in seinem Basislager Vorräte gibt. Da werden wir nämlich hingehen. Und dann gucken wir nochmal, was hier der Weg des Tigers ist. Schließkassette. Vielleicht ein Hinweis auf die Kombination. Den Ort des Fotos finden. Ah. Schau mal her. Ist denn der Ort des Fotos? Sehr viele Bäume und dann noch so eine Hecke oder sowas. Okay, werden wir mal im Hinterkopf behalten. So, was wir auch im Hinterkopf behalten, beziehungsweise nicht im Hinterkopf behalten müssen, ist die Folge zu beenden, weil das machen wir nämlich jetzt. Okay? Danke fürs Zugucken, Leute. Morgen gibt es dann wahrscheinlich wieder... Geplant ist, dass es ein bisschen Schleicherei gibt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich sie wieder alle auf die Glatze hauen muss, weil ich so dumm zum Schleichen bin. Freut euch auf morgen. Ich freue mich auch. Tschüss.